Einen wunderschönen guten Abend hier zum Teil 2 unseres Spezial-Sehnsuchtswürdigkeiten Speyer. Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so wehgetan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guckt mal, aua. OT kommt sofort, steht aber was tut es, weil mein Auto ist gleich. Mano, alles muss man selber machen. Heute mit einer Spezialausgabe. Wir haben uns überlegt, wir machen was Besonderes und zwar machen wir heute eine Nacktwanderung. Haha, kleines Wortspiel. Und hier seht ihr die Kaiser und Könige und im Hintergrund der Kölner Dom. Speicherdom und der Weihwäschkönig. Und wo sind wir hier? Wer weiß es? Kann doch nur eins sein. Richtig, am Alter Hammer. Mitte am Rhein. Mitte in Speyer am Alter Hammer. Seht ihr nämlich da hinten. Da haben wir nämlich auch schon einige Stunden verbracht und die besten Lieder geschrieben, glaube ich. Und ich trinke ja eigentlich gar kein Bier, aber unser leckeres Speyerer Bier gibt es da auch. Und so sieht der alte Hammer bei Nacht aus. Guckt mal. Wasser, mit dem Blick auf die Rheinbrück, auf die Rheinbrück. Speyer bei Nacht hatte ganz besonderes Flair hier, muss man wirklich sagen. Eigentlich kennen wir gar nur Speyer bei Nacht. Also wenn wir als Heim kommen von unseren Gigs, sehen wir eigentlich Speyer nur bei Nacht. Tagsüber, den wir uns nämlich verlaufen. Wunderschön die Kulisse, oder? Guckt euch mal an, die Rheinbrück. Ohne Autos, kein Licht, kein Autos, kein gar nichts. Aber der alte Hammer, der Biergarten. Siehst? Und jetzt weiß ich auch, wo ich mein Fahrrad stehen gelassen habe. Und mein Hund muss da irgendwo so sein. Oh, das war ein Hai. Und das da hinten ist ein Plakat von den Stadtwerken. Könnt ihr mal gucken da hinten? Und die haben uns wirklich tatkräftig unterstützt für unser Crowdfunding und haben, glaube ich, auch noch ein bisschen was draufgelegt. Ohne die Stadtwerke hätten wir das gar nicht so alles geschafft. Von daher vielen Dank an die Stadtwerke, wenn ihr das seht. Daumen hoch für euch. Wir lassen ein Like da. Danke, Stadtwerke Speyer. Und hier befinden wir uns an einem legendären Ort. Die Domwiese. Hinter uns die Domwiese, wo wir schon stundenlang Konzerte verbracht haben und Tausende von Leuten in Rage gespielt haben. Das war eins von unseren geilsten Auftritte mit der besten Fangemeinde ever. Da gibt es sogar geile Bilder. Vielleicht kann ja das Kamerakind das eine oder das andere Bild mal reinschneiden. Die Domwiese. Eins von meiner Sehnsuchtswürdigkeiten. Mir brennt Feuer. Und da habe ich dann ungefähr gestanden, so ungefähr da. Und bin dann in die Menge reingesprungen und hab Anlauf genommen und doch. Und war alles voll, alles, Tausende von Leuten waren da. Klappt das? Wer waren dabei? Schreibt's mal in die Kommentare. Christoph hat nämlich damals keine Schuhe angehabt. Derjenige, der damals hier dabei war, ja. wie du in die Menge gesprungen bist, der könnte jetzt nichts mehr sagen, weil der wäre tot. Stimmt, hast recht, der ist nämlich platt. Aber ich bin gesprungen, willst du sehen? Warte! Nein! Meine Achse! Ich hab gesagt, du sollst nicht springen. Aua! Das ist schon krass. Beim ersten Teil, wer habt ihr denn schon gesehen? Ich glaube, der verfolgt mich. Guck mal. Wer kennt ihr denn? Wer ist denn das? Der hat immer noch die gleiche Kappe wie ich. Guck mal. Keine Ahnung. Sehnsuchtswürdigkeit Nummer, weiß ich gar nicht, wie viel haben wir jetzt schon? Wie viele Sehnsuchtswürdigkeiten? 100.000. 100.000 Sehnsuchtswürdigkeiten, aber eins darf man nicht vergessen. Denkt drauf, vor 2 Jahren haben wir eine Release-Tour gemacht mit unserer CD. Ich glaube, 6 Gigs oder 8 Gigs waren es am Stück, also hintereinander. Und der letzte haben wir natürlich hier im Goldene M gefeiert.
Ich habe auch schon einmal durchgezählt. Ich weiß gar nicht, wie viele Samstagsvideos wir schon drin gedreht haben. Ich glaube, jedes 6. Samstagsvideo war da drin, entweder da oder beim Burger King. Aber, pass auf, unser Abschlussgig, habe ich ja erzählt, hatten wir ja da von der Tour, von der Minitour. Und bis jetzt war das die allerbeste Gage, die wir jemals gekriegt haben. Wir durften so viel essen, wie wir wollten. Wir hatten Freikarte da drin. Also, liebe Veranstalter, nehmt euch mal ein Beispiel an den Besitzer von dem Goldenen M. An Ronald McDonald. Und wie bei jeder tollen Serie, es ist ja ein Zweiteiler, kommt das Beste am Schluss natürlich unseren RMV. Das Goldstück von Speyer für uns Musiker natürlich. Da haben wir ganz viele Stunden schon verbracht und geile Sachen erlebt. Hier mal ein Gruß an das komplette Team vom RMV. Wir vermissen euch und natürlich hoffen wir, dass das Ding bald wieder aufmacht. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend. Kommt gut durch die Pandemie. Wir vermissen euch genauso wie ihr uns. Und denkt immer daran, immer abschalten. www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de Lasst mich nein!